Hallo zusammen, hier ist der Crown Cletus oder der Chris. Freut mich ganz fest, dass schaut mir ins Gesicht auf so grosse Begeisterung stößt. Mir selber macht es auch ziemlich Spass und es ist noch angenehm und das ist auch der Grund gewesen, wieso dass ich mir jetzt mal zeige, dass ich nicht immer das Gameplay muss haben, wenn ich etwas schnell möchte erzählen. Also, Black Ops 2 natürlich. Am Samstag habe ich von Vogue die englische Version im Briefkasten gehabt. Heute ist die deutsche gekommen. Also ich gehe schwer davon aus, dass heute die meisten, die sich vorbestellt haben, schon eins haben bekommen. Gewisse haben noch gefragt wegen Nuketown 2025 und Topo XP nächsten Weekend, wie das dann aussieht, ob da irgendwie eine Vorbestellung heute auch noch ging. Das kann ich selber nicht sagen. Wenn du sowieso weißt, dass du es kaufst, bestellst du es doch heute noch vor, dann kannst du sicher auch noch in den Genuss von diesen Goodies kommen. Zum schnell etwas zum Game erzählen. Und zwar bezüglich Create a Class, dem Pick-10-System, ist es eben so, dass ihr euch eigentlich, und ich habe es gestern schon ein bisschen angesprochen, mehr oder weniger müsst überlegen, was sind die Vor- und Nachteile, die ich pro Punkt investiere. Gewisse Fähigkeiten haben sogar mehrere Vorteile. Ein Beispiel hier, Toughness, das ist, dass man weniger hin und her geschüttelt wird, wenn man angeschossen wird. Ich weiss gar nicht, wie es auf Deutsch heisst. Das hat eigentlich nur den Vorteil, dass man eben nicht hin und her geschickt wird. Das ist ein Vorteil. Wiederum ist dann, bei Dexterity, Flinkheit ist das, glaube ich, dass man schneller klettern kann, man kann schneller wieder zielen, wenn man säckelt und so. Und das sind dann eigentlich schon zwei Vorteile, die vielleicht nur zwei kleine sind. Aber ja, ihr seht hoffentlich, wo ich darauf raus will, schaut an, was habt ihr für Möglichkeiten und was ist euch wichtig. Das führt mich dann eigentlich zum nächsten Punkt. Und zwar ist das folgendermaßen: Wenn ihr dann ab einem gewissen Level könnt ihr ja auch 3 Aufsätze auf die Waffe tun. Und das kann zum Beispiel schneller nachladen sein, das kann Steady Aim sein und dann noch irgendeiner von diesen Homo-Visier, wo euch der Gegner noch anzeigt. Und dann müsst ihr euch schon bewusst sein, wenn ihr keine Munition mehr habt in dieser Waffe, müsst ihr fast eine andere aufnehmen oder zur Secondary schalten. Und das sind die 3 Punkte, die ihr eigentlich als Waffenaufsatz investiert habt, fast verschwendet gewesen. Darum ab Level 44 finde ich Scavenger oder eben Plünderer fast ein Muss. Und ich habe früher eigentlich nie mit dem gespielt, weil ich das noch gerne gemacht habe, gegnerische Waffen aufzunehmen. Ist auch jetzt noch spassig, gibt auch gewisse Erfahrungspunkte, wenn man, keine Ahnung, gewisse Anzahl Gegner mit fremden Waffen abgeschossen oder so. Aber eben, ihr müsst euch einfach bewusst sein, all die Fähigkeiten ist jetzt nicht mehr auf dem Charakter als Perk, sondern sie eben auf der Waffe. Darum Scavenger ab Level 44, wenn man es da mal hätte, ich habe es selber auch noch nicht geschafft, ist der definitiv ein Muss. Ja, das mal zu dem, und dann zu den Levels. Gestern mit dem Kasti auch noch ein bisschen gezockt und haben wir auch ein bisschen darüber diskutiert. Es ist eben schon ein bisschen Frechheit. Fast an jedem Ecke steht eine Kiste oder ein Fass oder irgendwie so eine bauliche Kante, wo man so ein bisschen drüber hat glitschen, ein bisschen drüber schauen kann. Und gerade auf der Map Slums ist mir das ziemlich heftig eigentlich aufgestoßen. Die haben wir zuerst gestern zweimal auf Domination gespielt, also Herrschaft, und dann zweimal Demolition. Sprengkommando heisst es, glaube ich, auf Deutsch, ja. Und ja, die Map ist schon noch tricky. Also es ist hure klein, man muss hure schnell sein. Das B im Domination ist eine richtige Bitch zum Reinen. Und wohl dem, was es zuerst hat, dem Team, weil er das einzunehmen, leck, kann man sich dort verhöckeln. Naja, eben, dann haben wir es noch Demolition gespielt und dort haben sie uns richtig Straub gespawntrapped. Also, Demolition ist wieder wie ein Black Ops, dicke Spawntrap-Scheiße, entweder es wird man gefickt, oder man kann richtig durchdrehen. Die Frage ist, auf welcher Seite dass man das ist. Aber ich freue mich schon richtig, wenn ich dann wieder in einem vollen Crown-Team sein kann. Weil der läuft sicher besser als mit diesen Randoms, die momentan einfach ziemliche Kill-Huren sind und häufig interessiert sie gar nicht zu gewinnen. Naja, aber jedem das, was er will. Die Spawns selber sind eher suboptimal im Moment noch, aber das liegt vielleicht auch daran, dass es noch nicht offiziell released wurde. Der David Wanderhart hat ja letzte Woche noch ein bisschen erzählt, sie haben da schon noch ein ausgeklügeltes System. Es wird jeder Spawn wird bei ihnen eigentlich im Hintergrund aufgezeichnet. Es wird geschaut, ob man innerhalb von 3 oder 5 Sekunden stirbt und dann wird es dann als schlechter Spawn markiert. Und so sollte dann das System so ein bisschen selbstlehrend oder ihnen auf jeden Fall zeigen, dass die Spawns vielleicht nicht so gut funktionieren, dann können sie wieder ein bisschen tunen und so. Also sie haben dort im Hintergrund ein System, das überwacht, wie gut das Spawns sind.
und durch das eine Möglichkeit, auf das zu reagieren. Ich glaube, es hat noch nie in einem Call of Duty das jemand so genau verfolgt und angeschaut. Aber momentan ist es zum Teil schon noch ein bisschen abgefahren. Im Free-for-All spawnst du auch neben den Gegner gerade oder vor ihnen. Ja, noch nicht ganz so überzeugt. Aber Spawns sind immer etwas sehr, sehr Schwieriges. Und das System muss unglaublich ausgeklügelt sein, dass man immer super wird spawnen. Naja. Hat mich aber nicht wahnsinnig gestresst. Das muss ich schon sagen. Es ist mir einfach aufgefallen, so wie mir auch ist aufgefallen, dass C4 wieder ein richtiges Biest ist. Man kann ja 2 mitnehmen, plündern, tut es wieder auffüllen und mit den schnellen Hängen kann man das extrem schnell eben werfen und so. Also gestern hat es, glaube ich, ein Franzose im gegnerischen Team gehabt, der nur wegen dem C4 noch recht gut war. Ja, aber dann habe ich mein Flagjackli angelegt und dann war das nicht mehr so ein Problem gewesen. Also es hat gegen alles einen Counter und das finde ich eben schon sehr sympathisch eigentlich. Sehr sympathisch auch. Noch ein anderes Thema, Howie, dass du dich so engagierst wegen meinem Bart. Ich habe mich heute extra rasiert, aber nicht im Gesicht, wenn man sieht. Ja, das wäre es eigentlich zu dem gewesen. Jetzt, wenn ihr noch Fragen habt oder so, nur her damit. Viele haben es ja schon. Und ich stürze mich jetzt wieder mal ins Zocken. Das Ziel ist, dass ich, keine Ahnung, heute um Mitternacht vielleicht Prestige drücken kann. Was schon noch abgefahren ist, weil die meisten bekommen es dann erst, oder nein. Offiziell wäre es dann erst released. Das sagen ja wirklich schon viele. Aber mal schauen und dann ein bisschen durchziehen die nächsten Tage. Vielleicht vor dem Weekend oder 2 Prestige. Und dann am Weekend mit der Top-Erfahrungspunkt schon der 3. Also das ist, glaube ich, noch nie so schnell gegangen. Aber vielleicht stellen sich da noch ein paar Stolpersteine im Weg. Das muss ich noch schauen. Und vielleicht will ich da gar nicht so viel suchten. Das Wetter ist jedoch ziemlich bescheiden. Und zum Glück noch ein bisschen frei. Das wäre es von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ganz viel Spass beim Zocken, Jungs. Die sich ein bisschen anschiessen, nehmt es locker, denkt dran, ein neues Game, neue Maps, neue Waffen, alles neu. Niemand ist gut, wenn er irgendwann dran kommt und alles ist neu. He? Das müsst ihr euch einfach schon bewusst sein, sei es jetzt in der Schule oder in der Lehre, im Job. Es braucht immer eine gewisse Lernphase und wenn man dort nicht zu fest durchdreht und sich bewusst ist, man, jetzt muss ich schnell ein bisschen Scheisse längen oder wie auch immer halt, muss ich dort unten durch, dann kommt es dann auch schon gut. Locker bleiben und noch ein kleines PS, wie früher auch bei den Briefen. Schon ein paar schöne Camper gesehen. Vielleicht gibt es ja schon gleich ein Video. Schönen zusammen.